Nummer 3, de schwere Folge van de zend. Je reden als je hondet. En nu willen we vandaag een ganz anderes, aber een zeer ernste Thema behandelen. De Geschichte wordt we vandaag betrachten als keine Scheine. Die wijst ons over zeer veel over de zend en wat die alles verstieren kan. Daarvan gaan we een deel leren. We willen ons eerst einmal den Hintergrund van de vandaagse Geschichte bekijken. De Israeliten hadden een groot Wunder erlebt, als sie durch Gott seine Wunder Jericho ernahmen. Da wären aber Bedingungen gewesen, wat Gott verlangt hat, wenn sie Jericho ernahmen. Und die fingen wir in Josua Kapitel 6, Vers 17. Da sagt es so: Aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Herrn sein Bauen hangegeben sein. Bloß die Hua Rahab sollst du leben lassen, zij en al die wat bij haar im huis zijn, wil zij de spionen verstuurk wat wir uitcheckten. Hij tunt dafür, dat nicht irgendwer op irgendein Weg von diese Dinge, wat ik verflucht hab, für sich nimmt und damit über das ganze Lehrer Israel in Flucht bringt und sie dadurch im Eilig geroden. Aber all dat selber im Gold, in de Gefäße uit Messing en Isa, sollen dem Herrn geheiligt sein und an seine Schatzkammer gestellt worden. Dit wären Gott seine Bedingungen, wenn das Volk Israel die Stadt Jericho annehmen wird. Wie weet ihr alle, was passiert? Die Weng kevelden die Stadt wird angenommen und verbrannt. Und nu sagen sie, dass sie wiedergehen sollen. Die nächste Stadt wie Ai. Das wäre eine ziemlich kleine Stadt, wenigstens viel kleiner als Jericho, und die Wänge, die wären dort nicht so groß und so dick. Und so dachten sie, das soll doch nicht so schwierig sein. Die lag ungefähr 10 Mil hinter Jericho ab höhere Boy. Was Josua deed ist, schickt Spionen rüt, die sich die Stadt bechecken deiden. Die brachten dann Rot, was sie dann tun sollen. Die Spionen sehen, dat wir nicht neidig, dat all die Soldaten den schworen Weg dann abklauterten. Sie brauchten vielleicht bloß so wie 3000 Mauern, 3000 Soldaten. Ich nehme an, sie dachten träg an Jericho, und wo leicht dat gewast wir, diese Stadt anzunehmen, und sie stellten sich vor, dat soll hier doch noch viel leichter sein, wie's die Stadt kleiner wir, und da werden ja Menschen wären. Geht uns dat nicht auch einmal so? Wenn der Herr uns durch eine besondere Lehre wunderbar durchgeholfen hat, dann sind wir uns bald sehr selbstsicher. Wir meinen, dort wird immer so gehen. Aber das tät nicht immer. Was passiert? Das ging Israel bei Ai sehr schrotz. In Josua Kapitel 7, Vers 4 bis 5 lesen wir, was passiert, als die 3000 israelische Soldaten die Stadt Ai angreifen. Da sagt es: Dann trocken vom Volk so wie 3000 Soldaten ab. Sie stürken aber mit Angst für die Soldaten von Ai uit. Und die Soldaten von Ai schlüren 630 israelische Soldaten dort und sprengten an Hängeran bet ver die Poort von Sebarim und schlüren an dor Eiwa, wo das drauf geht. Dann wird das Hort vom Volk ganz verzögert und so's Woter. Jeder einer wird verblüfft, und besonders der Leiter Josua. Was wir hier los, was wir hier passiert, dat diese kleine Stadt Ai hat seine goude Soldaten konnt am Ranen bringen, und sogar über 600 doodgeschlagen. Worum leidt Gott an bei Ai am Steg? Dit wird die grote Frage in Josua sein Hort. Die Antwort für diese Frage fingen wir in Kapitel 7, Vers 1, wo das sagt: Aber die Kinder Israel vergreifen sich an das Verbunde, wils Achan, die Seen von Karmi, die Seen von Zabdis, die Seen von Serach, vom Stamm von Juda, nahm sich von dort, wo der Herr verflucht hat. Dann erhof sich Gott sein Ohr ja über die Kinder Israel. Hier haben wir das. Hier ist der Grund.
Aber bei diesem Punkt wisst Josua dort noch nicht, was dort dann passiert wäre, als sie Jericho hatten eingenommen. Wir seien hier, Gott der keine Sünd über seinen. Hij sieht alle Sünd, wat wir doen, sogar die Sünd, wat wir plitsch gedonen haben. Ach, an wat je west gedacht haben, dat beetje, wat hij genommen had, wird nicht bouderen, en dat wird auch keiner machen. Gott sieht dat ganz korrekt, wat wir doen. Hij weet ganz korrekt, wann wir dat auch kan proef te versterken. Gott weet dat ganz genau, of du deine Frau gegenüber treu bist oder nicht, wenn du nur die große Stadt fährst. Gott weiß das ganz genau, die Tiden, wenn du nicht die Wahrheit geredet hast. Hij hat das gemacht, was du gesagt hast. Und so geht das bei jeder Sünd, was wir tun können. Gott macht das. Der zweite aber hier sei wie, dass Gott hält das ganze Volk verantwortlich für Achen seine Sünd. In andere wird, Gott sein Ohr käme über das ganze Volk, wegen eine Sünd, wat durch eine Person in dit Volk gedonen wird. Wegen eine Sünd, wir seine Halb in seinen Serien plötzlich nicht mehr da. Hij hielt seinen Serien träg. Ich glaube, das kann daran liegen, dass so viel kein Serien in unsere Gemeinden ist, dass sich keine Menschen bekehren tun, dass in unseren Kirchen Streiterien und Uneinigkeiten sind. Ich glaube, sehr viel liegt daran, weil es da Sünd ist, manche Menschen, in die wird Plitsch geholen, da wird nicht mehr gehandelt. Und wenn ich hier von Sünd rede ich nicht von das Übertreten von menschlichen Geboten. Ich meine hier Sünden, so die Bibel die Sünd beschrieben hat. Was für eine Wirkung hat diese Sünd ab Josua als Leiter? Josua sagt, verblasst den Grund, woran seine Soldaten so sehr gedemütigt werden worden. Hij prache den Herrn und bet am an, und er sagt nur die Antwort. In sein Gebet fing wir in Josua Kapitel 7, 6 bis 9. Ich lese dem mal vor. Josua aber verreit sich die Kleider, in Fall für die Bundeslot han, mit dem Gesicht nur die Erde, wat ovend. Hij en de leiders van Israël en smijten Erde op ab. En Josua zei, ach Herr, waarom hast du doch dit volk über den Jordan geführt, ons eine Hang van de Amoriter te geven, ons te brengen? O, dat wir doch an der andere Seite vom Jordan gebleven wären. O Herr, wat soll ich sagen, wenn Israel, ihre Feind, den Regen keert? Wenn die Kononiter und alle Anwohner von dit Land dort hören, so wollen sie uns ankreisen und unsere Nomen von der Erde uitrotten. Wat denkst du deinen großen Nomen door dich an? Dit wie ein Gebet, wat sehr viel Unsicherheit und Angst uitdrecken deed. Josua als Leiter, wie voll Unsicherheit geworden, während Gott seinen Willen veran. Hat hij Gott vielleicht irgendwo recht verstohlen? Hij sagt je, o, dat wir doch an der anderen Seite vom Jordan geblieben wären. Sünd bringt uns immer in Unsicherheit. Hast du das allemal gemacht? Wenn du gesündigt hast, magst du nicht kurz an den ihr nicht hört, nur Unsicherheit, auch über die Zukunft? Die Sünd haft dort an sich. Die bringt uns immer in Unsicherheit. Wir sehen auch, dass Josua voll Angst über die Zukunft war. Hij seht je, wenn die Kononiter und alle Anwohner von dit Land dort hören, so worden sie uns ankreisen und unsere Nomen von der Erde uitrotten. Hij sagt hier all, die dunkle Zukunft, was passieren kann. Hij sagt, wo die Feind an würden ankreisen und wo sie nicht würden bestohnen können, wenn sie nicht einmal hatten könnt, wie diese kleine Stadt bestohnen. Große Angst kam über ihm, wie es heißt sich verantwortlich für das Volk. Josua dacht, dass wir Gott seine Schuld, dort an das eigentlich passiert wir. Hij sagte, ach Herr, warum hast du doch das Volk über den Jordan geführt, uns an die Hang von der Amoriter zu geben? In andere Wort, als wenn Gott hier was Schlechtes geplant hat, an eigentlich zu bringen.
Ist das bei uns nicht auch wirken so? Wann wir gesündigt haben, in dat schlechte Folgen davon jaft, dann gleich wir wirken, dat es noch Gott seine Schuld, dat wir an diesem Trouble sind. Wobei dat aber unsere Schuld ist, weil's wir gesündigt haben. Aber Josua dacht nicht einmal daran, dat der Sünd mank an wir, und wo ernst Gott dat mit der Sünd nimmt. Josua, als ein guter Leiter, haft ohne Zweifel geglaubt, sein Volk wird krieg dort tun, wat Gott seht. Aber die halten nicht. Dat bringt uns nur die nächste Frage. Wat wir Gott seine Antwort auf Josua sein Gebet? Dann lesen wir in Kapitel 7 von 10 bis 13. Dann sagt der Herr zu Josua, steh ab, woran legst du so ab mir gesagt? Israel haft gesündigt. Sie haben auch meinen Bund übertreten, wat ich anseht, indem sie von dem Gebaunden genommen und gestohlen haben, und dort Pleitsch an ihre Sachen gelegt haben. Doorwegen können die Kinder Israel nicht für ihre Feinde bestohlen blieben, aber drehen an den regenen Randen, weil sie in ihren Flucht stunden. Ich will auch nicht mehr mit you sein, wann je dort Verbonden nicht ut jene Merd vernichten daunen. Steh ab, und heilig dort Volk, und sagt an, heiligt jün Tomarien, wils der Herr, der Gott Israel, sagt, du hast bei dir, Israel, dort Verbonde. Du kannst für deine Fiend nicht bestohlen, was du dort Verbonde wachtest. Und so lieben wir hier zwei Dinge. Wir seien hier, dort die Sünd Gott seinen Serien abhält und uns sehr zusaten kann. Und das Zweite, was wir hier seien, ist, Gott verlangt, dass wir mit unserer Sünd brechen, ehe Hei uns wird helfen. Der nächste Tag kam, in der Sünder wird zur Rechenschaft gebracht. Gott sieht in Kapitel 7, 14 und 15, kriegt, wo sie dort utfingen sollen, wer dort gedonen hat. Sie sollen leiser brucken. Das erste kämen die verschiedenen Stämme von Israel vorbei, und das Los voll ab Juda. Dann traf das Los die Familie von den Serahiten. Von dieser Familie traf das Los die Familie von Sabdis. Dann endlich traf das Los Achan. Wat gleich je haft Achan bei all diesem gedacht, und die Deur no dem Jericho voll. Wenn Achan so wir, so's wie wenig sind, dann würde sich vererst sehr glücklich gefeilt haben, dat keiner am geseinen hat, und dat er nu viel besser aufwär. Dit würde am in dat nie Land können an sehr helfen wiederzukommen. Hij haft al geseinen wat von schmackert Hüs, hij sich dort wird bühen kennen, und wo Gott seine Familie dort nu haben wird, wen dort wat hij sich dort genommen hat. Ohne Zweifel haft hij seine Früh dort auch gesagt, wat von Gott gleich hij gehad hat. Aber ich denk, die nächste Nacht haft hij nicht gut schluppen konnt. Wat wann Josua dort utwingen wird, da will hij nicht mal an denken. Gott dat keiner dat geseinen hat. Aber als Israel bei Ei so sehr geschlagen wird hij vielleicht auf andere Gedanken gekommen sein. Wird doch vielleicht leid gewesen, dat über 600 Männer in Fodasch ihr Leben verloren haben. Aber ich glaube nicht, dass hij davon eine Ahnung hat, dass hij dafür schuldig wäre, dass die alle wegen seine Sünd gestorben wären. Ich glaube nicht, dass daran gedacht hat. Aber nu ging ihm der Angst durch, als Josua auf einmal sieht, Gott hat gesagt, du hast Sünd unter uns, du hast irgendwer, der haft von dort Verbonde genommen. Ich nehme an, dass sein Hort erst meist stillgestonden, als hielt, dass sie dort nu würden no sehen. Nu musst Achan sich verantworten. Und dort lesen wir in Kapitel 7, Vers 19. Und Josua seht zu Achan, mein Sehn, jef doch dem Herrn, den Gott Israels, die ihr in Bekan verarmen, sei mir, wat hast du gedonen? Verstärkt dort nicht für mich. Dann antwortet Achan dem Josua und seht, ich habe mich an den Herrn, den Gott Israels, versündigt, so und so habe ich gedonen. Ich sag manch die Sachen,
in sehr dieret babylonische Kleid, in 200 Schekel Silber, in eine Stang Gold, 50 Schekel schwor, en dat jankert mij, en ik nam dat, en dat is midden in mijn zelt en een eerd begrooft, en dat Silber dooranja. Josua schickt van zijn Diener, en die onderzochten dat, en die vongen dat kraakt, zoals hij gezegd had. Door weer dat verbonden en Achan zijn zelt. Dan moest Josua dat oordeel Gottes über am uitspreken. Die Sünd haft immer ne Folge. Die Folge ist nicht immer gleich graut. Hier wir sie sehr graut. Hij und seine ganze Familie mussten sterben. Am Tol von Achor wurden sie gesteinigt, und sie mit all ihre Sachen wurden durch verbrannt. Die Nomen für diese Stadt, Achor, ist der Rachter, wie's Achor meint, Trouble. Door wordt even aan een groter klompen steiner abgevliet als een furchtbares Andenken, woveel Trouble eine Sünd aanrijden kan. Wat heb je uit dit leren? Viele Sünden zijn ganz privat, aber nachher, wenn die zu Licht kommen, sind die allen bekannt. Wo furchtbar schlecht geht, wenn unsere Sünden auf einmal für alle Menschen offenbar worden. Sind jet nicht für immer zu verstärken. Einstmal wird er sehr wohl uitgefangen, so ist hier bei Achan. Aber einstmal kann er das ganze Leben durch verstärken bleiben. Aber zuletzt, für Gott sein Gerecht, wird er klar offenbart worden. Du hörst mich von dir, und ich wundere, sind da Sünden, was du verstärken hast, und die sind niemals zum Licht gekommen? Du weißt dat aber, wann auch kein anderer dat weit. Gott weet dat. Und da kommt ein Tag, wo du die Wurst verantworten matten für dort, was du dort pleitsch gedonen hast. Du brauchst aber nicht bei den Tag lüren, wann du für Gott stohne wirst. Du kannst von dir, die Sinn bekennen, Gott, auch die Janje, die dort trafen det. Du kannst davon frei worden, dat die an dem Tag nicht brucht für alle offenbart worden, wann du vor Gott stehst. Die Sünd bringt uns immer Trouble. Ohne Utnahme ist das so. Die Trouble das ganze Volk und dadurch mussten 630 Mann sterben. Die bringt uns alle in schlechtes Gewissen. Die Trouble kommt auch durch die Folge von unserer Sünd, wann wir die nicht an Tiet bekennen und verloten. Und so weit wie, dat die Trouble nicht immer fortkommt, so's bei Achan, aber die kommt einmal viel Jahr later. Du hast bloß ein Weg, wo wir unsere Sünden loswerden können, so dass die uitgelöscht sind. Dort ist, wann wir am Glauben an Jesus kommen, und am die oprechtig bekennen und davon loslassen. Wir haben dadurch seine Vergebung, wann wir in diesem Leben vielleicht auch nicht allen Trouble, was dadurch entstanden ist, können wir gut merken. Einstmal mat wir die Folgen von unserer Sünd auch annehmen, sogar wenn Jesus uns die Sünd vergeben hat. Die Folge bleibt dawein. Hast du all deine Sünden Herrn gebracht? Nu ist noch Zeit. Da kommt ne Zeit, so's für Achan, wo das zu lot wird. Wir beten noch. Lieber Herr, wenn du so sein, was dit Programm taugiert han, wat Sünden ab ihr gewassen han, wat noch nicht bekannt und vergeft sind. Berg, dat sie dort nu groß daunen mochten, dat sie mochten mit die Fried fingen, und dat sie würden können diese Sünden, diese Übertretungen gut merken, mit die sie dort angedonen han. Amen. Wenn je noch Fragen han, über dort, wat je auf dit Programm gehört han, meine Telefonnummer ist 204 346 0523. Ik wens je allen een goede week. Op hier.